Idee kam eigentlich zu Beginn des Jahres, als wir gesagt haben, wir müssen in diesem Jahr, Mallorca.de wird 10 Jahre alt, und haben wir gesagt, was ganz Besonderes in diesem Jahr. Und so spontan kam eine kleine Idee raus, dass wir einen Modelwettbewerb starten wollen, und das Ganze wurde immer größer. Wir haben selber damit nicht gerechnet, und heute und morgen die beiden Tage sind so die Krönung des ganzen halben Jahres. Man kennt uns ja, also man kennt Mallorca.de nur als Internetplattform, und wir haben jetzt mal was zum Anfassen geschaffen, wo auch wirklich was Greifbares da ist. Die Leute können herkommen und sehen, können morgen bei der großen Veranstaltung mit dabei sein. Also ich muss sagen, die Mädchen sind alle durchgehend sehr hübsch. Es sind natürlich welche dabei, die noch nie sowas in irgendeiner Art und Weise gemacht haben, das merkt man natürlich. Wobei es eigentlich immer schwieriger ist mit denen, die schon was gemacht haben, als mit denen, die noch nichts gemacht haben. Es ist halt einfach, also in meinem Sektor geht es jetzt um das Thema Modenschau. Da merkt man halt dann schon, dass sie sehr eingefahren sind auf ihren eigenen Stil, wobei als Model sie da überhaupt keine Meinung zu haben dürfen, sondern sie haben das anzuziehen, was man ihnen gibt, beziehungsweise was man als Typ für sie vorgibt. Und da hatten wir halt jetzt so ein bisschen kleine Eckpunkte, haben wir aber geglättet, und ansonsten sind die alle ganz süß. Eine besondere Herausforderung für uns war eigentlich, alle Kooperationspartner, die an diesem Event beteiligt sind, ich sag mal, unter Dach und Fach zu bringen, sprich alle an Ort und Stelle dann am Tage des Events oder die Tage vorher zusammenzubringen und ja, zu einem gelungenen Ablauf beizutragen. Also wir waren sehr positiv überrascht von den Teilnehmern, von den Finalteilnehmern, die jetzt nach Mallorca gekommen sind. Wir kannten die 10 Personen ja auch nur von den Fotos, die sie bei Mallorca.de hochgeladen haben. Und sie sind sehr sympathisch, sehr offen, sehr motiviert und wollen alle 10 natürlich gewinnen. Und macht einfach auch Spaß, die Truppe hier zusammen zu haben. Und tolle Truppe, und wir freuen uns sehr auf die 2 Tage jetzt hier auf Mallorca. Jeder ist ein Typ, das finde ich sehr spannend. Also jeder hat so einen eigenen Charakter, jeder hat eine Geschichte zu erzählen, jeder hat eine Ausstrahlung. Jede für sich, oder auch Sebastian, sehen toll aus. Sind Typen einfach genau das, was wir auch mit dem Mallorca-Gesicht gesucht haben. Einfach ein Typ, der Mallorca ausstrahlt, der offen ist, der sympathisch ist, der auch für das Facettenreiche dieser Insel steht. Also ich könnte mich jetzt nicht entscheiden. Mir ging es jetzt heute eigentlich darum, es sind also 2 Durchgänge geplant, und mir ging es beim ersten Durchgang darum, dass die Mädchen so angezogen sind, wie sie also wirklich sowohl ins Büro gehen können oder auf eine Party gehen können, so wie sie sich wohlfühlen, so wie sie einfach für ihre Körper am schönsten gekleidet sind. Das wollte ich rausholen. Beim zweiten Durchgang wird es natürlich ein bisschen spektakulärer, da haben wir uns dann mit wunderschönen Pelzteilen und Bikinis, da machen wir also sehr sexy und sehr nicht verrucht, aber trotzdem schon etwas außergewöhnlicher. Die Idee dahinter war ganz einfach, dass ich bei den Mädchen mit Farbe arbeiten wollte. Das heißt, also die neue Mode diesen Herbst-Winter gibt nicht sehr viel Farbe her. Das heißt, also das sind grau, beige, schwarz, und das war's dann eigentlich. Es wird also sehr viel dann mit Cyclan, mit Royal-Blau, mit Knallorange oder mit Rot gespielt. Und das kommt natürlich in Verbindung mit Kaschmir und Pelz und noch Bikini spektakulär. Also bezüglich dieses Events sind natürlich die Locations einmalig. Also schon alleine hier, wo wir jetzt gerade sind, ist einfach traumhaft. Und natürlich hier mitzusehen, wie das Mallorca-Gesicht 2009 gekürt wird, ist schon eine ganz tolle Sache. Wir hatten heute 10 Newcomer. Wir hatten Mädchen, die noch nie vor der Kamera gestanden haben. Und wir haben darauf geachtet, dass wir einfach die Anforderungen eigentlich relativ runtergefahren haben. Wir haben einfach gesagt, jeder soll natürlich, also ich sage mal bei meinen Bildern, natürlich wirken, erstmal gar keine Mimiken. Dann haben wir natürlich auch ein bisschen geprüft, ob wir eine schauspielerische Ader entdecken. Also sie mussten improvisieren. Ich muss sagen, ich bin wirklich positiv überrascht, und jeder hat seine Sache sehr, sehr, sehr gut gemacht. Sie waren alle mit Biss dabei und haben bis zum Ende durchgezogen, und es sind sehr, sehr gute Ergebnisse entstanden. Ich habe sie springen lassen, weil das ist somit das Schwerste, ich habe vorher noch gesagt, wir haben es ganz leicht gehalten, nein, um die Körperbeherrschung zu testen. Das heißt, wenn man springt, ist man logischerweise im Moment im Absprung komplett angespannt, und man muss es lösen und dann, wenn man aufkommt, wieder anspannen, weil sonst fällt man hin. Und ich wollte den Moment einfrieren,
wo sie am Nullpunkt ankommen und komplett entspannt sind. Dann sieht es nachher auf dem Foto aus, so sollte es auf jeden Fall werden, als wenn sie schweben. Also ich rechne überhaupt nicht mit Widerstand, weil ich knack sie alle, sage ich immer. Weil wir haben da einfach so ein Feeling dann zueinander und die haben dann so ein Vertrauen auch zu uns, dass da überhaupt kein Problem ist. Und ich meine, das siehst du an jedem Strand, also was ist da schon bei? Also erotische Bilder, die so erotisch sind, wie wir sie fotografieren, sind ja wunderschön. Ja, das ist ja nur ein Hauch von dem, also man muss sich ja immer noch was denken. Und das kommt so gut an und das mögen die Frauen. Also das ist genau das, weswegen die eben zu uns reisen und immer wieder kommen und aus aller Herren Welt anreisen. Und das ist einfach das Schöne, weil das ist, da ist nichts Schlimmes, man hat ja nichts zu verbergen. Und das hat auch allen Spaß gemacht. Also die haben alle gesagt, ganz, ganz toll und waren jetzt ganz glücklich, dass sie es auch alles geschafft haben und so gut ihre Aufgabe gemeistert haben. Und Hut ab, also war richtig gut. Ich denke, das ist eine gute Aktion, auch eine Aktion für Mallorca. Damit können wir immer besser unsere Insel im Ausland zeigen, wie schön der ist. Und jetzt haben wir gerade das schönste Gesicht von Mallorca. Ich denke, das haben wir jetzt alles komplett. Für mich ist es sehr interessant gewesen. Ich denke, das ist eine Entwicklung, die wir vielleicht auch in den nächsten Jahren machen können. Und damit wir alle positive Wege bekommen. Aber die letztendlich gewonnen hat, für die wir uns entschieden haben, dieses Mädel aus Oldenburg, die Corinna, die hat halt etwas, was für mich etwas signalisiert, wo ich sage, da komme ich gut drauf, wenn ich die sehe. Wie die sich gibt, die ist ganz offen, da habe ich keine Hintergedanken in gar keine Richtung. Und deswegen, und sie hat so was Partyaffines. Ich denke ja immer so ein bisschen in Partykategorien, wenn ich auf Mallorca bin, komischerweise, obwohl das der Insel absolut Unrecht tut, weil diese Insel ist ja nun von dem, was man hier alles erleben kann, was man hier sehen kann, am Ambiente, von der Tektonik und so weiter und so fort, ein Kleinod in Europa. Weswegen ich mich hier so wohlfühle auf dieser Insel. Aber diese Corinna passt da als Gesicht von Mallorca, passt fantastisch dafür. Es war eine großartige Veranstaltung, es wurden meine Erwartungen übertroffen. Es war das erste Mal, dass das überhaupt so in diesem Umfang durchgeführt wurde. Und von daher waren wir natürlich voller Erwartungen, wie es werden wird. Und all das, was wir uns gewünscht haben, ist eingetroffen. Wir hatten zahlreiche Gäste, das Wetter hat genial mitgespielt. Es war eine Wahnsinnsstimmung am Ende, dank Jürgen Drews, dank der Daniela, der Band. Hat sehr viel Spaß gemacht und wir sind sehr zufrieden mit dem Ausgang der Veranstaltung.